Wie da gefangen hat mit der Corona-Pandemie, musste vieles feststellen, zum Beispiel erstens, dass Europa am Allgemeinen, Lützburg am Besonderschen, am Fall von einer Krise, so wie an der aktuellen Corona-Pandemie es leider gewiesen hat und noch nachweist, nicht die nötige Autonomie am Gesundheitsbereich hat. Wir können ohne Hilfe verbessern, Bevölkerung medizinisch optimal zu betreuen. Zweitens, dass Europa Großteile von seiner Produktion an Medikamenten, an medizinischen Equipementen über die letzten Jahrzehnte an Staaten außer der Europäischen Union ausgelagert hat und damit an den Abhängigkeitsverhältnis gefallen ist von diesen Staaten. Dass dort Forschung und die Entwicklung von Medikamenten auch zu einem großen Teil an öffentlichen und privaten Instituten außer der Europäischen Union stattfindet. Es wäre aber unserer Meinung nach essentiell, dass Europa mehr autonom operieren muss, für die Bevölkerung medizinisch zuverlässig zu versorgen. Alle Mitgliedstaaten von der Europäischen Union kann also dazu einen Beitrag leisten. Aufgrund von dieser Feststellungen geben wir die Regierung invitieren, für dem entgegenzuwirken durch die Förderung von einer Industrie- und Forschungspolitik, die die große medizinische Autonomie von Lützeburg und von der Europäischen Union ermöglicht. Erstens durch den Aufbau von einer Pharmaindustrie zu Lützeburg und mir allgemein an der Europäischen Union. Ich erinnere mich, wir hatten mal vor 50 Jahren, sogar 10 Jahre lang, eine Pillefabrik zu Wegdische bei Wolz. Die hat aber noch 10 Jahre zugemacht, leider, weil sie von Frankreich aus gesteuert wurde. Und dafür wäre doch wichtig, was Forschung, dass auch dafür als durch, auch hier am Land, können parallel mitgehen, weil sonst sind sie so sehr fort, wie sie kommen. Und das ist nicht den Sinn und Zweck für sie. Ich wollte das just als Beispiel gehen, kann es auch andere Fabriken am Land gewesen sein, mir das da als ein Widget weiß. Forschung und Entwicklung am medizinischen Bereich substanziell verstärkt, inklusive natürlich am Bereich von der raren Krankheiten und am strikten Respekt von den strengsten deontologischen Regeln. Drittens, Investitionen an Medizin auf der Lützeburger Universität substanziell zu verstärken, das kann geschehen durch den Aufbau von Fakultäten wie Biologie, Chemie, Biochemie und Pharmazie auf der Universität zu Lützeburg. Dabei die Orientierung in naturwissenschaftlichen und Gesundheitsberufen als eine Priorität gesehen und die Ausbildung im Bereich von der Gesundheitsberufe permanent verbessert. Auch die Anerkennung vom Wert von der Berufe am Gesundheitsbereich an der Gesellschaft muss verbessert gehen, und muss darauf hingewirkt gehen, dass die Arbeitsbedingungen und Remunerationen an diesen Sektoren attraktiv und kompetitiv sind. Diese Motion hat man den 6. Mai 2020 hier in der Chambre deponiert. Und muss ich noch über ein Jahr danach, genau 14 Monate, feststellen, dass das Name alles aktuell ist. Einzelpunkte, die ich da abgezählt habe, kommen permanent hier in die Chambre-Debatte immer zum Vorschein. Und ich meine, da muss man dran schaffen. Was hätten wir an dieser Pandemie-Krise gemacht, ohne den Import aus den sogenannten Drittländern, je nachdem, wie ihr die gesagt, als in denen Länder komplett ausgeliefert. Lützeburg, wie auch Europa, hat nicht allzu viel Produktionskapazitäten in dem Bereich, und leider auch in anderen Bereichen, mit darüber kommen wir eigentlich spät zurück. Und ich meine, wir werden in der Zeit umzudenken, und ich war gut an der Zeit, und ich so nicht merci für die Aufmerksamkeit. Merci vielmals, Herr Engler.